Hello again! Erstmal willkommen zur zweiten Hälfte. Also es freut mich unbändig, dass so viele Menschen geblieben sind. Das hatte ich bisher noch nie. Habt ihr euch gut erholt in der Pause? Ein paar kommen noch verspätet. Einer, die Dredeln noch, ne? Eine Triadeln. Das sagt man bei Dredeln, ne? Also nicht zu verwechseln mit Tradern. Tradern gibt es ja auch, ne? O-Tradern, Abtrötern. O-Schleidern, ne? Und da gibt es verschiedene, also allerdings auch zum Beispiel das amerikanische Traden gibt es auch. Der Müllbauer Fritz von Runding zum Beispiel. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum das bei uns sehr viele Leute Müllbauer heißen. Das hat schon seinen Grund. Nein, wir haben seit 500 Jahren immer wieder im Dorf zusammenheiraten, ne, damit die Sache beieinander bleibt. Und der Müllbauer Fritz von Runding, das ist ein Trader, kann man nicht, ein alter Trader. Und ja, der kennt sich da aus mit den Aktien. Und da habe ich ihn halt einmal gefragt am Stammtisch, habe ich gesagt, du, jetzt Fritz, sag einmal, was gibt's denn da alles zum Kaufen? Dann hat er gesagt, ja, da kann man sich ein Krypto kaufen. Habe ich gesagt, Krypto, das hört sich schon so an, als sollte man sich schon impfen vorher. Ich habe gesagt, ich habe schon so viele Löcher im Arm drin, ne, so viele Booster, ich habe mehr Löcher im Arm wie ein Golfplatz. Ne. Dann sagt er, ja, also ein Krypto, man muss sich nicht impfen, das ist etwas, der hat es mir nicht erklären können. Der hat gesagt, das ist was, man kann es nicht anlangen, aber man kann es kaufen. Da habe ich gesagt, Fritz, du kannst doch nicht einfach nichts kaufen. Da sagt er, doch, das machen ein Haufen Leute. Gerade die, die schon alles haben. Ne? Die sagen, wir brauchen nichts. Kaufen sie es. Ne? So, ja, habe ich gesagt, auf was hat er da investiert? Dann sagt er allen Ernstes, alles, was er besitzt, hat er da eingesteckt. 200.000 Euro. Da habe ich gesagt, das ist ja wahnsinnig, 200.000 Euro. Das, wenn man in Mark umrechnet, das sind 100.000 Mark. Ne, oder? Habe ich schon richtig gerechnet. Ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ne? Ich habe gesagt, das musst du in einen Tresor rein tun, ne? dass das keiner mitnimmt. Dann hat er gesagt, ja, das kann man schon in einen Tresor rein tun, aber jetzt in keinen eisernen Tresor mit einem Schloss, sondern das ist ein Tresor, der ist im Internet drin, den sieht man nicht. Ich habe gesagt, Fritz, du hast da was gekauft, das was man nicht anlangen kann. Und jetzt ist in einem Tresor drin, was man nicht sieht. Jeden Tag steht ein Blät drauf, habe ich gesagt zu ihm. Ich sage, das Geld ist fort, das sechst du nie wieder. Der Wert, der ist bei null. Da sagt er zu mir, nein, der hat das schon vor Jahren gekauft und mittlerweile ist der Wert beim Vierfachen. Man muss sich vorstellen, von 200.000 auf 600.000 Euro. Ja. Das, wenn man in Mark umrechnet, wie viel sind 600.000? 300.000? Ja. Ich hoffe, es arbeitet nicht bei der Sparkasse. Oder bei der Raiffeisen. Nein, also... Ich habe gesagt, du bist doch wahnsinnig, ne? Das kannst du, weil ich kann das auch, dass jetzt der Wert von nichts, der kann doch nicht in den Teil gehen. Da sagt er, doch, das ist ganz einfach, weil auf dieser schönen Welt, da gibt es ganz viele Menschen, hat er gesagt, die sich für nichts interessieren. Und wenn das Interesse da ist, hat er gesagt, dann steigt der Preis. Das war bei der Uroma schon so. Zu der Uromas Zeiten, die hat noch kein Shopping, hat so eine Shopping-App, hat es da nicht gegeben. Shopping war für Frühshopping vielleicht, aber... die haben wir noch nicht einmal einen Quellekatalog gehabt. Da ist noch der Hausierer gekommen, ne, und hat einen Fliegenduscherbrot. Oder also eine Fliegenklatsche oder einen Schurz, ne, von Wittweiden, so Sachen. Und wenn der Hausierer gekommen ist, hat die schon fürs Fenster rausgeschrien, wir brauchen nichts. Ne. War damals das Interesse schon da, aber der Hausierer hat es nicht verstanden. Ne. Oder 100 Jahre haben die braucht die Hausierer, bis die verstanden haben, wenn die Leute nichts wollen, dann müssen wir sie ja verkaufen. Und heute läuft der Handel. Aber also für mich persönlich ist das nichts. Also ich will eine schöne, also eine feste Anlage, ein Sparbecher oder Pellets, ne, da wo ich irgendwas habe, ne, wo ich wegspüren kann, dass die anderen nicht kriegen. Es ist einfach halt so, aber also der Fritz, der war ganz anders da bei mir. Der ist mit uns eingeschult worden. Das hast du am ersten Tag schon erkannt, dass das ein anderer ist bei mir. Ne, wir haben es nicht sagen können am ersten Tag, also man hat es noch nicht, aber nach 1,5 Jahren, weil wir dann die erste Probe geschrieben haben, da hat sie sich dann ausgestellt, da hat er den Einser geschrieben. Ne? Und das hat im Vorjahr, in der Runding, ist das noch nicht passiert. Ne? Da waren alle aus dem Häuschen, der Lehrer hat das gar nicht glauben können. Ne? Und dann haben die Eltern auch gleich gesagt, also von uns hat er es nicht. Ne? Nein, ist ja klar, die haben sich geschämt daheim. Ne? Dass der Bauer so einen Ärger macht in der Schule drin. Ne? Ja, das war Wahnsinn. Ne? Und dann hat der Lehrer gemeint, dass er es vielleicht abgeschrieben hat. Ne? Aber von wem hätte er es noch abschreiben sollen?
Der ist hinten zwischen Toni und mir ist er drin gesessen. Ne? Wo hätte er denn da was abschreiben sollen? Ne? Den Namen vielleicht, und den haben wir nicht richtig geschrieben. Na, also, ne, das, ja, und dann hat halt der Lehrer gesagt, dass er vielleicht durch Zufall alle Lösungen richtig eingeschrieben hat. Auf das hat man sich dann geeinigt. Ja, und dann 3 Wochen später schreibt er den nächsten Einser. Und dann war klar, der Müllbauer Fritz von Runding ist eine Strebersau. Ne? Ja, was machst du da mit den Sächern? Ne? Als Mitschüler musst du reagieren. Ne? Du musst Heute gibt es so diese Möglichkeiten an der Schule. Heute gibt es so das Mobbing an jeder Schule. Aber damals hat es das noch nicht gegeben. Ne? Weil wir haben halt dann im Pausehof haben wir halt in Brennnessel reingeschubst. Also, ne? Toni hat am Tent hinten aufgetraut, so Klassiker halt. Ne? Straubing-Seng haben wir gespielt. Kennst du Straubing-Seng? Ne? Da fragt der Große den Kleinen, magst du Straubing-Seng? Da sagt der Kleine, ja, ich mag Straubing-Seng. Ne? Dann nimmt man bei die Ohren und hebt man sich in den Tee so lange, bis er sagt, jetzt hab ich's gesehen. Ne? Mei, war das eine schöne Zeit damals. Ne? Und nein, da war für jeden was dabei. Ne? Und das meiste für den Fritz. Und ja, und der hat nur Ärger gemacht. Der hat ja nicht bloß das mit den Einser, das nächste war ein Linkshänder. Der hat absichtlich als Linkshänder geschrieben. Ne? Und heute lässt man ja die Linkshänder weiterschreiben. Ne? Aber damals sind ja die noch umgeschult worden. Ne? Da wollte man halt auch noch erreichen, dass man halt, da wollten wir halt auch diese Kinder noch retten. Ne? Und nachher, wir haben auch gesagt, wenn er umgeschult wird, wir helfen mit, als Klassenkameraden. Ist ja selbstverständlich, dass wir uns da beteiligen. Ne? Da hat man sofort, der Toni hat gesagt, dann bringt er ihm die andere Hand hinten auf. Ne? Für ihn ist das kein zusätzlicher Aufwand nicht. Ne? Ja, der Toni hat gesagt, er macht es gern. Ne? Und immer einen Arm hinaufgebogen und der Fritz, bis er geflennt hat. Der Fritz immer gesagt, ich gehe zum Direktor, ich habe auch meine Rechte. Dann hat der Toni immer gesagt, Linkshänder haben keine Rechte. Ja. Ah, schöne Jugend. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, da wollte dann der Fritz aus unserer Klassenkameradschaft weg. Ne? Und der hat dann so viel gelernt, bis er aufs Gymnasium gekommen ist. Man muss sich vorstellen, was sich der als Kind seine Eltern schon angetan hat. Ne? Ja, und dann, dass er aber dann 7 Jahre lang mit demselben Bus auf Kamm reingefahren ist wie mir, ne? Haben wir dem schon gespüren lassen, all die Jahre. Ja, dass er meint, der ist was Besseres, gell? Nein, haben wir schon. Auf jeden Fall, ja, und das kennst du heute noch. Das ist, wenn der bei uns am Stammtisch sitzt, der hat ganz andere Themen. Ne, wir haben halt nicht, wir sitzen beieinander, wir reden halt darüber, dass der Dampfstrahler kaputt ist. Ne, weil kann man einen Dampfstrahler richten, da wird diskutiert, die einen sagen so gehört das Gericht, die anderen sagen anders, dann wird gestritten, ne, da wird einer ausgegammelt, ne, da wird bedroht, bis einmal einer, weißt schon. Auf jeden Fall war die Stimmung schon richtig aggressiv und dann in diese Stimmung kommt dann der Fritz rein, der hat dann schon so ein langes Gesicht und jeder denkt sich schon, oh, jetzt geht's wieder an, ne? Und dann sitzen sie hier und ich sage, die Stimmung war am Höhepunkt, ne? Wir haben fast Kraft und dann kommt er daher. Ne? Warum ist der Mensch auf der Welt? Ja, seine Fragen stellt er dann. Ne? Ich sage, oh, nicht, heute nicht, weißt du, heute war so schön. Warum ist der Mensch auf der Welt? So blöd, weil er geboren worden ist, deswegen ist er da brauche ich da nicht fragen. Ne? Dann sagt er aber, zu welchem Zweck? Da habe ich gesagt, Fritz, denke mal nach im Herbst, ne, wenn das ganze Laubra, wenn das runterfällt, von den Baum. Wer soll denn das zusammenrammen? Wer darf denn das Laubra wegrammen, wenn es einem Menschen nicht gab? Kein Mensch darf es wegrammen. Der ganze Planet, das war die Außerirdischen, die darf nicht mehr sagen, der blaue Planet, das war der braune Planet, weil das alles voller Laubra war. Ne? Du brauchst einen Menschen an viele Orte, ne? Allianz Arena, wenn Videobeweis ist. Da kannst du in den Keller, da kannst du keinen Schäferhund nicht oben sitzen. Der Schäferhund kann das nicht entscheiden, geht die Hand zum Ball absichtlich oder. Ne? Ein Hund kann so das nicht schaffen, ne? Da muss ein Mensch in den Keller runter. Ja, dann hat der Fritz gesagt, ja, in einer Welt, da wo es keine Menschen gibt, da wird ja gar nicht Fußball gespielt. Er hat gesagt, Fritz, musst du dir sowas vorstellen? Eine Welt ohne Fußball. Kann sich das jemand da herin vorstellen? Eine Welt ohne einen FC Bayern. Ja, das sind die Löwen, ne? Bei den Löwen ist es ja genauso. Also bei den echten Löwen, die was im Zoo drin wohnen, ne? Die gefährlichen. Aha. Ich habe gesagt, so Fritz, die bleiben da nicht drin im Käfig, wenn der Mensch nicht jeden Tag kommt und bringt ihnen was zum Essen. Da brauchst du nicht glauben, dass der da den hungert, ja, der kommt raus. Da brauchst du nicht glauben, dass der in der Metzgerei hinter dir anstellt. Und wartet, bis er dran ist. Nein, der beißt sich von hinten bis vorn durch. Und ob er dann noch die Leberkassemmel haben will, das weiß ich nicht. Ne, vom Bolzenbert ist eine Frau von der Bolzenbertin. Und na,
gerade für die Tiere ist es gut, dass der Mensch existiert. Ist ja klar, ne? Zum Beispiel für die also für die Kias. Für die Autos. Ne? Die brauchen ja im Winter, müssen wir die in einen Stall einstellen. Die können da nicht, nein, sonst werden die krank. Alles ist geregelt für die Kai. Ne? Wenn sie krank sind, kommt der Tierarzt. Altersvorsorge brauchen sie nicht. Kommt der Bolzenwerte. Die eine Kau sehen, die was da nicht sagt, jawohl. Ne? Nein, wir können froh sein, habe ich gesagt, dass die Menschheit existiert. Gerade so, wenn wir alle da sitzen am Stammtisch, haben wir gesagt, wir können froh sein, dass es Menschen gibt. Ja, und dann hat der Fritz gesagt, ja, aber jetzt, damit wir weiter existieren können, dann muss sich alles ändern. Und ich mag das immer nicht hören. Ich will einfach, weißt du, dass er einfach mal 20 Jahre alles so bleibt, wie es ist. Aber das immer ständig, da gibt es überall Veränderungen. Ich war letztes Mal im Krankenhaus, ne, mit den Kindern wegen Bockeldusch, ne, Platzwunde. Das wird halt nimmer. Zu meiner Zeit hat man das noch gemacht, ne, aber heute wird's gepickt, genau, gepickt. Ne? Mit dem Uhu. Also nicht mit dem Tier, sondern mit dem Kleber. Also von meinem Opa da, also bei mir ist es noch genäht worden und noch eine Generation zurück ist das wahrscheinlich noch, was weiß ich, genagelt worden oder keine Ahnung oder geschossen. Überall gibt es Veränderungen. Bargeld soll wegkommen, ne? Dass du auf den Automaten kein Bargeld mehr kriegst. Da denkt man, wer denkt sich denn sowas aus? Wer willst denn du am Wochenende an, am Samstag? Wer willst du einen Handwerker einbringen ins Haus, wenn du... Weißt du, du kannst aber das Geld nicht aufs Konto überweisen. Das kann er so gar nicht brauchen, Robert, ne? Vom Finanzamt her. Ist ja klar. Ach, da muss man doch mitdenken als Politiker, mal schon sagen. Die Politiker, die schneiden sich ins eigene Fleisch. Ne, wenn da so ein Bürgermeister von Rendsburg oder Ingolstadt, die müssen ja auch Entscheidungen treffen. Welche Baufirma kriegt das Bauvorhaben? Da muss ja da auch jemand einladen können, der was zumindest die Möglichkeit hat, so ein Argument in den Koffer reinzulegen, dass man sagt, als Bürgermeister, jawohl, der Mann ist vertrauenswürdig. Ne? Ja, und am Strauß hätte es sowas nicht gegeben. Da seine Tochter wahrscheinlich auch nicht. Auf jeden Fall, nein, überall Veränderungen, auch in der Sprache. Mein ganzes Leben lang habe ich schon gesagt, der Buddha, ne? Der Buddha, ganz normal. Habe ich im Fernsehen drin, habe ich Fernsehen geschaut, auf Nacht, und ich schaue mir jetzt keinen Schmarrn an. Gell? Ich schaue immer Sachen an, wo man über den Tellerrand um und raus schaut. Ne? Ich habe ein Dschungelcamp haben wir angeschaut. Ja. Da war ein schönes Spiel, da haben sie über so Glasschirm drüber gekupft, dann der Feuerballen und dann am Schluss haben sie sich am Stuhl hingesetzt, da hat es gegeben ein Buddha-Brot und Ohrenhüller, also Ohrenhüller. Guten Appetit. Auf jeden Fall hat die Frau, und ich habe ganz klar gehört, die hat gesagt, die Butter. Und die Frau ist ja auch gebildet, sonst darf die nicht in RTL in der Nacht der Arbeit kriegen. Ist ja klar. Ne? Habe ich gesagt, ne, jetzt sagt man schon die Butter, habe ich am Stammtisch gesagt. Dann sagt der Fritz, wieso ist da allebei schon die Butter? Dann habe ich gesagt, was ist noch der Butter? Dann sagt der Fritz, das ist ein nackerter, übergewichtiger Mann. Ne? Ein Veterinär wahrscheinlich. Ich habe gesagt, die kommen da nicht mehr mit, ne? Das wird mir alles zu verrückt, die Veränderungen. Ne? Und vom Fritz hat sich ja auch einiges verändert. Ne? Der Fritz, der ist was sagt man da, in ein tiefes Loch ist der reingefallen. Auf der Baustelle war nicht angespürt, ne? Hat es noch abgezogen. Nein, der hat sich daheim von der Baufirma, ne, hat er sich einen WLAN-Schacht hinpacken lassen. Und da hat er nicht mehr dran gedacht, auf nachher ist er runtergefallen. Und der kann vom Glück sagen, dass der Herr Pfarrer, dass der vom Friedhof gerade von der Arbeit heimgekommen ist, hat das Weihwasser nicht hingehört, oder gleich. Nee, haben wir ihn auch schon außer. Am nächsten Tag in der Früh haben wir ihn gleich. Außer haben wir auch Freunde. Und dann ist er halt mental, hat er so Schwierigkeiten auch gehabt, ist er halt so traurig geworden. Und dann, ich habe auch zum Fritz gesagt, Mensch, Fritz, du musst was verändern. Ne? Ich habe gesagt, geh halt einmal in die Physiotherapie. Ja. Ich habe ihm die Adresse gegeben von Hamburg. Und ich habe gesagt, da gehst du hin, da kommst du auf andere Gedanken. Ne? Ich habe, was ist denn da los? Ne? Sag's halt einfach. Ne? Er hat gesagt, ja, das ganze Geld ist für der Krypto. Ne? Er hat das Passwort 3-mal falsch eingegeben und jetzt kommt er nicht mehr ran. Ne? Ich habe gesagt, bist du wahnsinnig, hast du das nicht aufgeschrieben? Ne? Passwort musst du ja aufschreiben. Ne? In EC-Karten haben wir ja auch 27, 40, weißt du, ne? Dass man es merken kann. Ne? Musst du aufschreiben. Und ich habe gesagt, ja, er hat sich gedacht, er kann es im Kopf merken. Er hat das Geburtsdatum von seiner Frau hat er genommen. Ich habe gesagt, du bist ja wahnsinnig, das kann ja kein Mensch auf der Welt, kann sich so eine komplizierte Zahlenkombination.
über einen längeren Zeitraum, Mirka. Habe ich gesagt, hast du das deiner Frau schon gebeichtet? Er hat gesagt, er traut sich nicht. Er will zuerst das Testament fertig schreiben, dann sagt er es ja. Ne, ein paar Sachen hat er schon. Er hat gesagt, er will Urnenbestattung, aber er will nicht verbrennt werden. Er hat gesagt, Fritz, weißt schon, der bis zum letzten Tag, der macht immer Schwierigkeiten. Ne? Weil stellst, das ist auch ein Veterinär. Ne? Weil stellst du nur das vor, so eine große Urne gibt es ja gar nicht. Ne? So mit dem Bierfassel eingeräumt. Da brauchst du nicht glauben, dass die Blaskapelle noch spielen kann vor lauter Locher. Wenn wir der Toni und ich, wenn wir die eine rudeln, Friedhof, weißt du schon, anzapft ist, das passt ja nicht. Ne? Gut, praktisch war schon, kannst du mit dem Kernbohrer, bohrst du runter, ne? Bohren wir gleich einen Meter weiter, kannst du der Schwiegermutter ein Loch im Bauch fragen. Also übertrieben gesagt, ne? Jetzt mal aus Lustigkeit auszahlen. Ne? Bei uns ist ja das recht schick geregelt. Mit den Beerdigungen in England ernten, ne? Vom Königshaus, die kommen da dann in dieses Madame Tussauds, kommen die dann rein, ne? Ich mich jetzt nicht, ganz ehrlich. Ja. So, jetzt mal ich noch schnell einen Stimmungswitz. Nein, muss ich normal erzählen. Letztes Mal hat mir einen erzählt, der war eigentlich ganz lustig. In Österreich unten ist einer zum Doktor gegangen und hat gesagt, ja, ich habe mir bei der Arbeit das Ohren weggeschnitten. Da hat der Doktor gesagt, er hat sich schon gedacht. Ja, gibt es in Wien eine Ohrentransplantationsklinik. Da schickt man die hin, hat er angerufen, hat gesagt, der braucht ein Linksohren, habt ihr das? Ja, eins haben wir uns noch da. Aber es ist kein österreichisches Ohren, haben sie gleich gesagt. Herrens, das ist ein bayerisches Ohren. Ob sie das auch wollen. Ne? Dann hat er kurz überlegt, hat gesagt, warum nicht? Dann nimmt er das bayerische Ohren. Dann hat er ihn hingeschickt, ne? Dann haben sie sich am Trockenhaut. Ja, dann hat der Doktor nachgerufen, nach 3 Wochen, hat er gesagt, wie geht's dem Patienten? Dann haben die gesagt, ja, der Patient ist leider verstorben, das Ohren, das hat noch abgestoßen. Ich wollte auch mal ein bisschen was Anspruchsvolles machen. Ne? Nicht bloß immer so ein Krampf, weißt du. Man gibt so lauter, kann man lauter. Gibt's auch Witze, weißt du, so, was ich, ein Mann geht da so in Metzgerei und sagt, ich hätte gerne einen Holzgrad. Ne? Sowas kann ich auch erzählen, mache ich aber nicht. Ne? Also sogar schon mal im Radio erzählt bei Bayern 2, da haben sie geschaut. Der ist auch gut. Einer hupft vom Flugzeug raus, und dann geht der Fallschirm nicht. Ne? Dann sagt er, lieber Gott, bitte schick jemanden vorbei, der was den Fallschirm richten kann. Ne? Auf einmal kommt von unten einer dagegen geflogen. Dann sagt er, kannst du Fallschirm richten? Dann hat er gesagt, nein, Gasleitungen. Also als Witz. Ne? Also. Diese Schmarrn, ne?